Ich habe mir jetzt die Oma Gusti geschnappt, die Haubenköchin vom Betrieb Schaffelhof. Und wir machen jetzt dann gemeinsam die Leine-Erdäpfel. Genau. Wir tun jetzt zuerst die kochenden Erdäpfel durchpressen. Ich assistiere da ein wenig, gell? Genau. In Milch und in Öl. heiße Milch. Und rühren das ein bisschen durch. Das passt schon so von der Konsistenz her. Jetzt kommt Salz dazu. Nehmen wir gleich mit dem Löffel, weil wir mit der Mühle da und ein bisschen Pfeffer. Pfeffer dazu, dass er Würze kriegt. Genau. Ich nehme ganz gern auch ein Kräutersalz dazu, aber das muss ich sagen, wie man es haben will. Je nach Geschmack, gell? Genau. Ein bisschen lassen wir rein. So. Und dann nochmal durchrühren. Dann kommt der Sauerrahm rein. Wie viel nimmst du circa? Oh, das ist so ein wenig noch. Die Hälfte von der Tasse. Ja. Genau. Das kann man auch richten, wie man es will. Und natürlich ein Leinöl. Dann ein Das schaut bisschen, schon gut aus. bisschen Leinsamen rein. Also das ist jetzt, muss man nicht. Aber ich finde es ganz. Das sind die typischen mühlviertlerischen Ja, Leine-Erdäpfel. also die haben jetzt nicht alle ihren Leinsamen drin, aber ich tue ihn ganz gerne. Das ist dein Geheimrezept. Was, das machen wir? Das typische Gmundner Keramik, gell, das was in jedem Bauernhaus eigentlich Ja, vorhanden ist. wir haben zwar jetzt nicht beim Gebrauchsgeschirr, aber so für Salatschüsseln und ist einfach schön. So, jetzt machen wir da ein wenig Gräber. Und da tun wir nur ein wenig Leine rein. Ein paar Leinsamen auch noch. Und dann bestreuen wir es mit Schnittlauch. Also Das spätestens jetzt muss jedem das Wasser im Mund zusammenrennen. Und kräftig Schnittlauch vertragt es, gell? Also, Das ist auch nochmal so ein Farbtupfer. genau. Und ist auch geschmacklich ganz gut.